Willkommen und Servus zu Let's Play Splinter Cell. Gut, also unser neues Projekt. Da möchte ich gleich mal in die Option schauen. So, da müsste normal alles passen. Hoffe ich zumindest. Musik machen wir vielleicht etwas leiser. Hintergrundsound, sie lassen wir mal an. So, das werden die Ingame-Geräusche sein. Die lassen wir ja voll. Das dürfte alles so passen. Steuerung müsste da passen. Jawohl. So, dann starten wir in ein neues Spiel. Da stellen wir uns ein neues Profil, dann haben wir gleich mal. So, jetzt muss ich nur übers Mikro schauen. Gut. Da muss ich mal neben, ja, am Mikro vorbeischauen. Weil ja das direkt vor mir steht. So, wir lassen die Schwierigkeit. Machen wir schwer da und lassen wir auf normal. Machen wir schwer. Probieren wir es einmal. Seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abkhazischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Combine Nikoladze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo Der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Combine Nikoladze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt. Fischer, du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert? Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Was geht? Die sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Ohrimplantat und das Opsite in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze. Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein, aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Third Echelon ist ein Experiment. Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam, fangen wir an. Kannst du mich hören? Gut. Dann scheinen die Implantate ja zu funktionieren. Also, die Techniker wollen jetzt deine Ausrüstung kalibrieren. Kannst du dich in Richtung der Notbeleuchtungslampe an der Wand zu deiner Linken drehen? Ja, können wir uns doch hier dran? Klasse. Jetzt die zu deiner Rechten. Zu unserer Rechten. Okay, das gleiche Spiel jetzt vertikal. Such an der Decke nach einer weiteren Lampe. Ausgezeichnet. Jetzt such auf dem Boden nach einer Lampe. Okay, Fischer, bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Wir fangen langsam an. Kletter auf das Becken. Ja, wir befinden uns in einem kleinen Tutorial, um ein bisschen, ja, die Steuerung kennenzulernen. Im Groben und Ganzen kann ich es noch. Muss ich nur schauen, wie man schneller läuft. Ah ja, auf dem Mausrad.
So, springen dort auf Leertaste. Warum steht da Umschalt? Gut, wie auch immer. Wir springen auf jeden Fall auf die Leertasten. Wir lassen dich hier dein Ding durchziehen. Vor dir befindet sich ein einfacher Angriffskurs. Ich melde mich, wenn du durch bist. Angriffskurs, nennt man sowas Angriffskurs? Gut, wie auch immer. Wir fetzen einmal schnell um. Ja. Und schauen, dass wir das Tutorial irgendwie abschließen. So, jetzt müssen wir uns da abseilen. Halt. Dummes Muffy. Ja. Über Rohre können wir uns natürlich nach unten bewegen. Auf sowas werden wir noch hier und da mal treffen. Auf C können wir uns ducken. Jawohl. So, dann können wir heute wieder aufstehen. Den Spagatsprung, der ist... Pass auf, wie ist denn der gegangen? Sonic. So ungefähr. Also, der wird uns noch durchaus nützlich sein. Es schaut auf jeden Fall sehr cool aus. So, dann können wir uns an Rohren und ja, Seilen an der Decken entlang hangeln. So, die einfache Variation. Ja, um durch so Rohre durchzukommen, müssen wir natürlich die Füße erziehen. Halt, jetzt möchte ich oben. Ja, über Zäune und Gitter können wir natürlich drüber klettern. Okay, und dann können wir noch uns an die Wand lehnen und durch so, ja, so Spalten durchkriechen. So, den brauchen wir das sowieso hier und da mal, um in Deckung zu gehen. Gut. Gute Arbeit, Fischer. Sobald du herausgefunden hast, wie du über das Tor kommst, beginnen wir mit dem Training für die Geheimoperationen. Das Training für die Geheimoperation. Gut, das müssen wir erstmal umkommen. Stellt für uns natürlich, ja, kein Problem da. Normal. Okay, das war schon mal mit dem Angriffskurs. Ist er zu? Ach, da eine. Ja. Sagt er irgendwas oder sagt er nichts? Hallo? Nix? Weiter geht es mit den verdeckten Operationen. Dein Ziel ist es, das Areal zu durchqueren, ohne entdeckt zu werden. Netterweise haben sich einige der CIA-Ausbilder bereit erklärt, Opfer zu spielen. Gut, jetzt müssen wir uns ein bisschen durchschleichen und dann kommen wir eh schon zum Hauptkern vom Spiel. Denn wir werden sehr viel Schleicher. Wo es ja im Grunde das Geilste ist an einem Game.
nächste Tür ist verschlossen, Sam. Du musst deine Dietriche benutzen, um da reinzukommen. Ja, selbstverständlich nehmen wir die her. Das werden wir auch hier und da mal benutzen müssen. Pass auf, wie ist denn das gegangen? Ach so. Also auf Steuer können wir, also ich habe mir die Tasten so eingerichtet. Auf Steuer habe ich zum Beispiel jetzt mein Menü für meine Ausrüstungsgegenstände. Und da habe ich natürlich auch meine Dietriche drin. Und die kann ich mit der Maustaste hernehmen. Gut, das ist jetzt kein Problem da. So, ein bisschen auf der Tastatur rumkaut und schon haben wir sofort. Die nächste Tür verfügt über einen Sicherheitscode. Der Mann, der die Tür bewacht, hat den Code und den Befehl, nicht zu kooperieren. Überzeuge ihn vom Gegenteil. Okay, den Herrn müssen wir überzeugen. So, wir sind im Finstern. Das wird uns noch öfters passieren. Dass wir im Dunkeln unterwegs sind. Jetzt hoffe ich doch, der dreht sich nicht um, oder? Nick. So, den Herrn haben wir schon. Hi. Du wirst es mir nicht leicht machen, was? Nicht so fest, das tut weh! Tut mir leid. Wie lautet der Türcode? 28469! War ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls! Aber gerne, er hat gerne mit uns zusammengearbeitet. Ja, das ist natürlich schon so eine Angewohnheit, dass ich ihn im Finstern versteck. Kurz einmal K.O. kaut. Dass er keinen Unfug mehr treibt. So, wir brauchen einen Türcode. Pass auf, den haben wir. 28469. Gut, die Tür sofort. Die nächste Tür verfügt über ein Retina-Scan-Schloss. Die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken. Glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner. Für gewöhnlich das eines Offiziers. Bewege den Herrn vor dir dazu, die Tür für dich zu öffnen. So, der Retina-Scan. Und der funktioniert nur, wenn man, ja, wie gesagt, wie er schon gesagt hat, wenn das richtige Auge zur Hand ist, und das haben wir natürlich. So, sehr schön. Dann werden wir mal den Herrn da hinten irgendwo verstecken. Und dann geht's gleich mal weiter in die nächste Tür. Nun zum Thema Unauffälligkeit. Die erste Waffe deiner Wahl sollte Unauffälligkeit und erst die letzte deine Kanone sein. Auf deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von 0 bist du ein Schatten. Bei 4 ein Weihnachtsbaum. Ja, die Unauffälligkeit, unser treuester Begleiter durch das komplette Spiel natürlich. So, also uns darf die Kamera nicht sehen, die ist da vorne nicht. Das heißt, wir müssen da gleich mal die Lichter ausblasen. Pass auf, jetzt muss ich erstmal meine Knarre ausrüsten. Ja, jetzt ist natürlich finster. Aber wir haben ja unser treues Nachtsichtgerät. Und wir werden, glaube ich, noch öfters mit dem rumrennen. Einige der Kameras sind sehr empfindlich. Du musst sie nur zerschießen, um vorbeizukommen. Gut, einige Kameras sind sehr empfindlich. Zum Beispiel die da.
So, seht das? Und schon geht's nicht mehr. Ist es rot ohne Gewinn? Ja. Gut, dann können wir gleich weiter. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an den Kameras vorbeizukommen. So, also die können wir jetzt nicht zerschießen. Deswegen müssen wir da vorbeischleichen. Und deswegen müssen wir da ein bisschen das beobachten, wie die rundherum fährt. Eindringling auf den Sicherheitsmonitor. Hab dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch's nochmal. Ja, wir versuchen es nochmal. Gut, also wie wir gesehen haben, müssen wir da schnell sein. So, pass auf. Jetzt wenn es ganz nach rechts gefahren ist. So, seht ihr das? Jetzt hat sie gehaut. Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. Ach, den Herrn da. Ja, versteckt man gerne, ne? So, gehen wir mit. Das passiert uns natürlich noch öfters, dass wir Leichen verstecken müssen. Beziehungsweise ist ja noch keine Leiche. Ach so, sind wir schon ganz hinten. Gut, dann legen wir mal schlafen. Zack. Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. Jetzt kommt die andere Woche. Gut. So finster ist jetzt da hinten auch nicht. Also, ihr könnt ihn schon sehen, aber so genau sind wir ja nicht. Habe verstanden. War's das schon? Gut, Sam. Es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle. Ja, ganz bestimmt. So, jetzt werden wir mal da rumrennen. Vielleicht ein bisschen schneller. Da ist der andere, den kann man vielleicht auch noch niederhauen. So, Beweise. Pass auf. Tür öffnen. Wie man das mit Beweise? Gut, wo auch immer. Bitte komm. So, wo müssen wir denn jetzt hier? Da hinten, glaube ich, ist er dir. Genau. Da gehen wir weiter. Im nächsten Gang versuchen wir dasselbe mit Geräuschen. Wir haben einige Mikros versteckt. So, also wir müssen den Raum durchqueren. Und der ist mit Mikros ausgestattet, der unsere Geräusche aufnimmt. Deswegen müssen wir so leise wie möglich sein. So, da ist Teppich. Teppich verursacht natürlich nichts so viele Geräusche. Holz hingegen natürlich etwas mehrer. Und Ketten natürlich auch, also sollte man die Ketten eher ausweichen. So, und da haben wir Glasschirm. Und die verursachen natürlich schon Geräusche. Ja, man hat schon gehört. Gut. Portikaut. Hast du schon angefangen? Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter.
So, was erwartet uns denn noch im Tutorial? Ach, das war's schon. Das muss er sein. Ja. Sam Fisher? Darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Ja, willkommen bei der NSA. Und die erste Mission erfüllt. Gut, war nur das Tutorial. Jetzt geht natürlich in den ersten Einsatz dann.